Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute mal eher aus dem bayerischen Inback, weil auf der Hütte die Mücken so brutal sind wie noch nie. Ja. Was machen wir heute? Heute machen wir mal wieder was im Dutch Oven. Ihr kennt das Ding ja hier. Und zwar machen wir Cowboys Bacon Bombs. Was brauchen wir dafür? Fangen wir gleich so an. Ich zeige euch erst einmal, wie wir das machen. Wir nehmen diese Muffinsform hier, die da. Die ist eigentlich für Muffins oder für irgendwas. Das tun wir gleich raus, dass wir es nachher nicht vergessen. Die kommt dann hier rein und dann werden wir das Ganze hier auf dem Lagerfeuer machen. Unten ein paar Kohlen, oben ein paar Kohlen drauf. Das sind so Sachen, die kennt ihr ja. Was brauchen wir dazu? Als allererstes braucht man immer einen Schnaps oder ein Bier. Das wisst ihr ja. So, das brauchen wir jetzt nicht nur zur Stärkung für mich, sondern das brauchen wir auch für die Basis da unten in dem Dutch Ofen. Ja, dann machen wir das schon stilgemäß, gell? So, Bier, ein bisschen Whisky. Whisky natürlich hier aus eigenem Hause. Dann nehmen wir den Bavarian Moonshine, den Secret Hideout. Den kennst du ja schon. Wenn du noch nicht kennst, probieren. Gell? Reinschauen, probieren. Ja, dann, was brauchen wir noch? Hackfleisch, Bacon, ganz viel Bacon. Texas Chili Seasoning Mix. Ein paar Babybälle und ein paar Kartoffeln. Ja, und nicht mehr. Legen wir los. Tun wir das mal zur Seite. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Das Bier kommt hier rein, damit es alles so richtig saftig bleibt. Dann geht's los. Texas Chili Seasoning Mix. Dann nehmen wir nicht zu viel. Immer riechen, ob das auch der Geschmack ist, den ihr erreichen wollt. Kommt es da so ein bisschen drauf. Und dann wird das gut durchgematscht. Das erspare ich euch jetzt aber, weil sonst habe ich jetzt dreckige Finger. Das mache ich nachher schnell außerhalb von der Kamera. Gell, nur, dass ihr wisst, was man braucht. Dann geht's los. Das Teil brauchen wir auch erst später. Vorher nicht vergessen, Grill anheizen. Mache ich jetzt ganz schnell. Kohle vorglühen. Und wenn es schön glüht, unten, oben warten 20 Minuten ungefähr. Weiter geht's meine Spezien. Bacon, ganz viel Bacon. Den legen wir jetzt erstmal hier unten rein. So, dass der so richtig schön ist. Da überall ein Bacon rein. Vorher noch einen kleinen Schuss Olivenöl dazu. Könnt ihr nachher machen, könnt ihr später machen. So, dass das hier so alles ein bisschen schön eingeölt ist. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Ihr wisst es ja. Dann geht's weiter. Bacon, Bacon, Bacon. Da freue ich mich schon drauf jetzt. Habe wieder nichts zum Finger abschneiden. Dafür hat man in Bayern Lederhosen, gell? Wisst ihr ja. Gut, Hackfleisch. Mixe ich jetzt schnell durch. Ja, ich mag das immer nicht vor der Kamera, wenn man da so ein Gewurstel mit dem Hackfleisch macht. 500 Gramm, 2 Backerl Bacon. Dann mache ich ein paar festkochende Kartoffeln. Und Babybel muss ich nichts dazu sagen. Babybel kennt ja jeder. So schön von innen aus an den Rand hindrücken, dass das hier so richtig schön verteilt wird nach außen. Stellen wir das mal zur Seite hier. Kommen die Kartoffeln dran. Erst noch mal ein Schlückchen hier. Da machen wir jetzt schöne Scheiben. Nicht zu groß,
Den Rest, den schneiden wir weg, den nehmen wir dann so her. Die Schale, die könnt ihr eigentlich dran lassen, die ist gar nicht so schlecht. Aber es ist halt immer schöner, weil der ein oder andere, der mag das vielleicht nicht so gerne, dann macht man halt die Schale weg. So, und dann legen wir jetzt hier eine Scheibe Kartoffeln rein. Die müsst ihr natürlich vorkochen. Also das ist wichtig, weil dann ist das alles einfacher hier drinnen. Und jetzt hat überall einen Babybel rein. Könntest du natürlich jeden Käse hernehmen, der geschmacklich dazu passt und der euch taugt. Aber der hat halt so eine richtig schöne Form und das gefällt mir halt recht gut. Man kann natürlich auch noch ein Ei reinhauen, aber ihr seht ja, da ist kein Platz mehr. Gott sei Dank. Tun wir noch mal ein bisschen Season Mix drüber. Nicht so viel. Und jetzt verschließen wir den Bacon. Den machen wir jetzt schön zu hier oben überall. Richtig feine Sache. Ja, Kollegen, hey, das wird richtig geil. Als Krönung kommt noch ein kleiner Schluck Whisky oben drüber. Nicht viel, nur für den Geschmack und für die Flüssigkeit. Jetzt kann man das hier reinstellen. So. Und dann können wir es auch schon ans Feuer tragen. Und jetzt warten, 20 Minuten schätze ich mal, dann gucken wir mal rein. Ihr seht, ich habe ein bisschen nachgeholfen, weil ich immer sehr ungeduldig bin und es immer alles viel zu lang dauert. Da ist noch ein bisschen Holz dazu. Und jetzt schauen wir mal rein in das Ding hier. Auf jeden Fall schon mal nicht angebrannt, das ist mal das Allerbeste. Den Trick mit dem Steckerl, den kennt ihr ja, da braucht ihr kein Thermometer, einfach gucken, Konsistenz, läuft der Käse aus, geht's durch, braucht man keine elektrischen Geschichten. So, ich glaube, jetzt ist endlich Zeit zum Abholen. Jetzt sind wir fertig. Ja, Spätzchen, das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. An Gurden. Ja, und wie immer, kauf's kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Habt ein wunderschönes Wochenende. Führt's euch. Schenke mir noch eine ein. Und verbleibe mit einem Gurden. Okay. Lasst es euch schmecken, kocht es nach. Haut noch ein paar Soßen dazu. Zum Beispiel die da. Auch mal wieder keine Werbung, aber das ist halt einfach meine Lieblingssoße. Das haben wir uns verdient, oder? Das haben wir uns tatsächlich verdient. Macht's es gut. Für euch jetzt nochmal schnell ein kleiner letzter Blick aus der Feinschmecker-Perspektive. Dann geht's los, dann lasse ich mich auch von euch nicht mehr stören. Machen wir hier wieder zu, damit es schön warm bleibt.